Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Das war eine wirklich komische Woche. Aber dann ist endlich wieder mal eine gute Nachricht gekommen. Ein Starbucks in unter 150 Meter vom nächsten. Obwohl, das ist auch noch weit. Was in 149 Meter alles passieren kann, die sollten noch einen dazwischen eröffnen. Ich persönlich fände es ja gut, wenn aus einer Filiale direkt in die nächste Filiale reinkommt. Oder vielleicht auf der Toilette eine Nebenfiliale. Nein, ernsthaft. 24 Filialen sind schon noch viel. Wahrscheinlich heißen sie ja drum Filiale. Und dann fragt man sich, wieso in Zürich alle immer so gestresst und aggro drauf sind. Ja, und auf jeden Fall sagt sie mir dann... Warte schnell, das andere Handy läutet. Hallo? Nein, hallo? Fuck! Logisch, bei so viel Koffein, oder? Das ist doch das, was die netten Menschen mir an der Langstrasse immer anbieten, wenn sie sagen: Hey, psst, geh heim. Obwohl Starbucks ja schon seit langem nicht noch Kaffee anbietet. Die haben ganz viel im Sortiment. Die haben Snacks, WLAN und ich glaube auch Kleinkredit, dass man sich etwas kaufen kann. Und man muss es positiv sehen. Ein Ort mehr, wo man sich ab komischen Namen amüsieren kann. Eine Erklärung für die vielen Filialen könnte die Meldung sein. 8.417.700 Einwohner im 2016 in der Schweiz und es werden immer mehr. Außerdem werden die Menschen immer wie älter. Ende 2016 ist fast jeder 5. Schweizer 65 Jahre oder drüber gesehen. Das freut natürlich das SRF. Der demografische Wandel bringt Zuschauer. Das BFS macht für den Bevölkerungszuwachs 2 Gründe aus. Erstens sind mehr Leute eingewandert als ausgewandert und zweitens sind Geburten höher als Todesfälle. Mind blown! Hätte ich nicht gedacht. Ich persönlich finde es ja einfacher, Babys zu verhindern als Ausländer. Ich meine, kannst du nicht auf der Grenze stehen mit riesigen Kondomen und probieren, Ausländer einzufangen, oder? Ich tue ja auch etwas für mein Land, indem ich bewusst keinen Sex habe. Ich könnte schon, wenn ich will, aber ich meine, ich will nicht. Also, es will nicht. Oder, sie will nicht. Niemand will. Aber können wir weitermachen? Boah, weißt du wie geil? Ich wüsste schon das Motto. Sion 2026. Mitmachen, gewinnen, trinken. Und TV-Kommentar am besten von echten Walliser. Ui, wenn die Bretti wohl ist, ja, wo bleibt der Braun mit das mit der Nägel und Prüfbruno? Hoffentlich klappt's. Ich freue mich auf all die Disziplinen. Skiakrobatik. Bobfahren. En dan maken we ons klaar. En dan... Autocurling mit besoffenen Walliser. Oder Eiskunstlauf. Obwohl, 2026. Dann gibt's doch gar kein Eis oder Schnee mehr. Das heisst, Eiskunstlauf sieht dann wohl eher so aus.